Merci, Herr Präsident. Leif alle gut, de Gesetzesprojekt 85/15 soll nationale Kader vu spezielle Kontrolle an Überwachungsmaßnahmen und Realitäten vun der heutiger Zeit upassen. Die Ständerung vom Artikel 88 Paragraph 2 vom Code de Procédure Pénale krit Justiz méi performant Instrumente zur Verfügung für gezielt an och mehr effizient gegen schwerer Kriminalität vorzugehen. Der Artikel 88 der Folgen vom Code de Procédure Pénale, die schon 1982 angefordert und 2018 substanziell ausgebaut wurden, erlauben uns haut schon verschiedene Mesuren, notamment Durchfleischtermaßnahmen, Akustiküberwachung, Bildabnahmen sowie die Erfassung von informatischen Daten. Allerdings dürfen diese Maßnahmen just am Kader am Bereich von der Staatssicherheit und auch dem Kampf gegen den Terrorismus angesagt gehen. Den Text, den wir heute diskutieren, erstreicht an dem Zusammenhang eine andere Notwendigkeit, der Lützeburgische Rechtskader und Dispositionen von unseren Notbeschländern rundzufeiern, die so Techniken heutzutage für wesentlich mehr breite Spektrum von Infraktionen auf schwere Straftaten zulassen, wie das bei uns der Fall ist. Ziel vom Projekt ist dafür die Champ d'Application von diesen Überwachungsmaßnahmen auf alle Krimen und auch auf eine Reihe besonders schwerer Delikte auszubauen, darin unter anderem die organisierte Kriminalität, der Menschenhandel, sexuelle Exploitation und Missbrauch von Minderjährigen, Falschgeld, Drogentrafik, Blanchiment und Verstoß am Waffenbereich. Die Prozeduralgarantien und auch den Datenschutz, die 2016 ausgebaut wurden, bleiben integral erhalten. Ich meine, dass das wichtig auch zu erwähnen ist. Justizministerin Elisabeth Mark hat das Projekt 19. März 2025 deposiert. Den Text ist 27. März in die Justizkommission verwiesen gehen. Dono hat der Parquet General, der Staat an Dickrischer Parquet, der 24. März eine gemeinsame Stellungnahme aufgehen. Den Tribunal d'Arrondissement von Lützeburg wird nach dem Mai hier in Avis aufgehen. Am 5. Juni 2025 hat die Justizminister das Gesetzesprojekt an der Kommission präsentiert. Und ich bin auch als Rapporteur für das Projekt genannt. Staatsrat hat den 1. Juli sein Avis aufgehen. Und an dem Avis weist der Staatsrat darauf hin, dass die vorgesehenen Enquete-Maßnahmen an eine Reihe von unseren Grundrechten angreifen, wie das Recht auf Privatleben, die individuelle Freiheit, die Inviolabilität vom Wohnsitz und das Sekret von der Korrespondenz. Die Körperschaft hat auch dabei erstrahlt, wie wichtig dass es ist, das richtig Gleichgewicht zwischen der Sicherheit der einen Seite und der anderen Seite persönliche Freiheiten zu finden, am Respekt vom Proportionalitätsprinzip sowie an der Verfassung und auch an der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten und verankert ist. Weiter hat der Staatsrat festgehalten, dass das Projekt so weit geht wie den französischen Text, wo die Spezial-Enquete-Techniken für allem auf die organisierte Kriminalität begrenzt oder limitiert sind. Die Fehler in den Text geben, da gehen erlauben, das Mittelloch bei mannerschweren Infraktionen anzusetzen. Und an dem Zusammenhang hat den Staatsrat kritisiert, dass keine zufriedenstellende Begründung für die unterschiedliche Behandlung zwischen den Maßnahmen vom Artikel 88.2 genannt wird. Und hat darauf noch ein Reserve par rapport zu der Dispens vom zweiten Wort konstitutionell formuliert, dann darauf hin, dass den Text angepasst gehen an den Staatsrat, wird das wie komplementär vom 18. November für wer gehen an genannte Reserve dann auch abgehoben. Zum Abschluss du für den Abschnittkommission der Rapport 27. November angehoben. Das gesagt, erlauben ich mir dann, Herr Präsident, probiert als Sprecher von meiner Fraktion zu sagen. L'Evaluation für CSV steht fest, eine moderne und eine efficace Justiz als Grundlage für einen sicheren Rechtsstaat. Wir können nicht erwarten, Kriminalität, so wie sie sich im Jahr 2025 präsentiert, mit Instrumenten aus den 80er Jahren efficace können zu bekämpfen. Wenn wir auch wollen verhindern, dass organisierte Banden, Drogennetzwerke oder Täter, die Kinder sexuell exploitieren, als immer einen Schritt voraussehen, da muss man also Justiz auch die Mittel geben, diese Fried
an die auch braucht. Die Realität ist nämlich auch klar. Die moderne Delinquenz ist digital, international und technisch auch hoch entwickelt. Und die Kriminellen kommunizieren heute nicht mehr mit dem Nokia 3210. Sie operieren über verschlüsselte Plattformen, Darknet-Strukturen, Servern am Ausland, komplexe Netzwerke, die nur durch können verschwinden. Und an dieser Situation kann es nicht sein, dass man mit Instrumenten aus vergangener Zeit probieren, da geht uns kämpfen, weil das klappt ganz einfach nicht. Das schert nicht mehr Gefahren, mir hält also Justiz auch Effekazität. Technologie hat sich verändert, sie hat geändert, und der Rest muss mitgehen und nutzen, also es kriegt dann immer den zweiten Preis. Aber genau da setzt diesen Text an. Heute ist es so, dass eine ganze Reihe Täter über die klassische Telekommunikationsüberwachung nicht mehr erfasst oder überhaupt lokalisiert können gehen. Und Justizautoritäten stehen demnach für eine Herausforderung, dass beides die Ermittlungen und Beweisführung und Wirksamkeit massiv verlieren. Ich kenne ein konkretes Beispiel aus der Praxis. An einem Notbeschland wird eine legale Auflauschaktion gegen eine organisierte Band durchgeführt. Genau an dem Moment, wo Banditen so mal und dann über die Grenze fahren mit ihrem Gefähr, muss Stand heute die ausländische Autorität mit der Überwachung abhalten. Nicht, weil das Risiko, dass Gefahren verschwunden sind, weil als aktuell Gesetzgebung es nicht erlaubt ist, Form von spezieller Überwachung für die spezifische Straftat zu überholen. Die Überwachung von der Kommunikation von dem presumierten Täter aus dem nur von einem Moment auf den anderen nicht mehr möglich. Sie können dem nur frei zirkulieren, und noch da ist das so, dass Poursuiten ganz oft am Sand verlaufen am Platz, dass Täter sich ihrer Verantwortung stellen müssen. Etwas ist auch klar, die Kriminellen sind sich die Grenzen und die Lücken an unserer Gesetzgebung bewusst, und sie passen auch ihr Verhalten darunter an. Sie benutzen die technischen Mittel, die zur Verfügung stehen, für sich dann der Überwachung an auch den Ermittlungen zu sehen. Genau dafür ist es wichtig, dass ein Justizinstrument der Kritik dem technischen Niveau von heute entspricht. Natürlich stellen sich aus einem Dossier eine ganze Reihe an legitimen Fragen zu den Grundrechten und auch zum Datenschutz. Ja, es geht hier um starke Überwachungsmaßnahmen, und das ist absolut notwendig, dass den da ganz genau hinguckt. Ich will ganz deutlich sagen, dieses Projekt ist kein Blankoscheck für Vollzeitüberwachung. Das ist kein Freibrief für unkontrolliert und Privatleben von den Leuten anzugreifen. Es handelt sich um gezielte, streng enkadrierte Maßnahmen, die nicht mehr für schwere Straftaten vorgesehen sind, mit klar definierten Konditionen, mit limitierter Dauer, an Datenschutzgarantien, die 2018 angefordert wurden, und die auch weiterhin integral gelten. Wichtig an dem Kontext ist zu betonen, dass das in einer richterlichen Kontrolle geschieht, am Kader von einer Enquete judiciaire. Dass der Richter den appréciiert und dezidiert, ob Konditionen erfüllt sind, für zu diesen Mesuren können zu greifen, sodass die Gefahr vom Abus sich ausgeschlossen wird. Ich schwätze nicht über massenhaft Überwachung von unschuldigen Bürgern, aber über punktuell justifiziert Ansätze, wo ein seriöser Verdacht ob schwere Kriminalität besteht, und das immer und das muss ich auch immer betonen, dass das unter dem Kontrolle judiciaire stattfindet. Etwas darf man auch nicht vergessen: Grundrechte gelten für jeden, und dazu zumal für Dafür. Das Recht, nicht exploitiert zu gehen, das Recht, nicht an kriminelle Netzwerke herangezogen zu gehen, das Recht, an einem sicheren Land zu leben, ist auch ein Teil von unserer Verfassungskultur. Und wenn der Staat nicht mehr an der Lage ist, so Netzwerke zu erbrechen, dann lassen wir auch dafür allein. Und genau das will man immer verhindern. Dafür steht der CSV klar an diesem Projekt, weil die Balance liegt zwischen einer starken, effizienten Sicherheitspolitik und einem konsequenten Rechtsstaat. Wir vertrauen unserer Justiz, wir vertrauen als Richter und die Kontrollinstanzen, und dieses Projekt geht hin, die nötigen Instrumente ohne die Fundamente von unserer Demokratie
auf Rot zu stellen. Das ist ein Instrument für Verantwortung vis-à-vis von den Bürger, auf ihren allem vis-à-vis von den Nachbarn. So, ich merci.